Das Stille. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtensendung über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama verlässt Dharamsala. Medizinische Behandlung und Aufenthalt stehen auf dem Programm. Seine Heiligkeit gewährt der neu gewählten Führung der tibetischen Exilregierung eine Audienz. Das 18. tibetische Exilparlament beginnt seine erste Sitzung. Der 17. Gascha übernimmt die Amtsgeschäfte. Französische Senatorin fordert Präsident Macron auf, wegen Chinas Gesetz zur ethnischen Einheit zu intervenieren. Das Gesundheitsministerium setzt die HPV-Impfkampagne fort. Feierlichkeiten zum Jahr des Mitgefühls. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama verließ Dharamsala heute Morgen in Richtung Delhi. In der vom Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama veröffentlichten Mitteilung wurde eine geplante medizinische Behandlung am linken Knie seiner Heiligkeit erwähnt. Weiter hieß es in der Mitteilung, dass seine Heiligkeit nach seiner Genesung Ende Juni zu einem längeren Aufenthalt nach Ladakh reisen werde. Am Donnerstag dieser Woche gewährte seine Heiligkeit der Dalai Lama der neu gewählten Führung der tibetischen Exilregierung eine private Audienz. Der Sprecher und der stellvertretende Sprecher des 18. tibetischen Exilparlaments sowie die Galöns oder Minister des 17. Gascha unter der Leitung des Sejong hatten nach ihrer Vereidigungszeremonie am Mittwochmorgen ihre erste Audienz bei seiner Heiligkeit. In der vergangenen Woche kam es in Dharamsala zu bedeutenden Entwicklungen, die den üblichen demokratischen Ablauf der Führungsnachfolge im tibetischen Exilparlament verdeutlichten. Am Sonntag der vergangenen Woche legten die neu gewählten Mitglieder des 18. tibetischen Exilparlaments ihren Amtseid vor dem vorläufigen Parlamentspräsidenten ab, der seinerseits seinen Amtseid zuvor am selben Tag vor dem obersten Justizbeauftragten Tibets abgelegt hatte. Die 45 Mitglieder des 18. tibetischen Exilparlaments, darunter 16 neue Mitglieder, wählten Döma Tshering Dekang in einer am Nachmittag durchgeführten geheimen Abstimmung zur Parlamentspräsidentin und Khenpo Sonam Dempel zum Vizepräsidenten. Die gewählte Parlamentspräsidentin und der gewählte Vizepräsident wurden an diesem Montag vereidigt. Parlamentspräsidentin Döma Tshering Dekang ist die erste Frau, die das Amt der Parlamentspräsidentin des tibetischen Exilparlaments bekleidet. Das 18. tibetische Exilparlament hielt diese Woche vor Beginn der ersten Sitzung des 18. tibetischen Exilparlaments die erste Sitzung seines neu gebildeten Ständigen Ausschusses ab. Am ersten Tag der ersten Sitzung betonte Präsidentin Döma Tshering in ihrer Eröffnungsrede das gemeinsame Ziel, den chinesisch-tibetischen Konflikt zu lösen und forderte die Mitglieder auf, kooperativ auf die Erreichung gemeinsamer Ziele hinzuarbeiten. Sejong Bemba Tshering von der tibetischen Zentralverwaltung überbrachte die Grüße des Gascha an die neu gewählte Parlamentspräsidentin, den Vizepräsidenten und die Mitglieder des 18. tibetischen Exilparlaments. Er hob insbesondere die historische Wahl von Parlamentspräsidentin Döma Tshering Dekang als erste Frau in diesem Amt hervor. Während der zweitägigen Sitzung verabschiedete das Parlament eine offizielle 6-Punkte-Solidaritätsresolution zur kritischen Lage in Tibet. Am mit Spannung erwarteten ersten Tag der ersten Sitzung des 18. tibetischen Exilparlaments wählten die Abgeordneten 6 Kandidaten für die Galöns bzw. Kabinettsmitglieder des 17. Gascha der tibetischen Zentralverwaltung. Das Parlament wählte Tshege Chugya Dani, Balden Thöndup, Tshering Thöndup, Ugyen Densi, Gunga Dashi und Bema Tso zu den neuen Mitgliedern des 17. Gascha oder Kabinetts unter der Leitung von Sejong Bemba Tshering, der das Amt des Sejong bereits in seiner zweiten Amtszeit bekleidet, nachdem er bei den Vorwahlen der tibetischen Parlamentswahlen die Mehrheit errungen hatte. Die neu gewählten Galöns oder Kabinettsminister legten am Mittwoch ihren Amtseid ab und besuchten anschließend Tekchen Choling Sulakang, das Nechung-Kloster und das Gadong-Kloster, um Gebete zu sprechen und Segen zu erbitten. Sie nahmen als Galöns erstmals an den Parlamentssitzungen teil und hielten am Nachmittag die erste Kabinettssitzung ab. Die Mitglieder des 18. tibetischen Exilparlaments und des 17. Gascha bzw. Kabinetts nahmen gestern im Nechung-Kloster an der offiziellen Sommeranrufungszeremonie des Staatsorakels Nechung Chögye teil. Der Sejong übertrug das Ministerium für Religion und Kultur an Tshege Chugya Dani, das Ministerium für Inneres an Balden Thöndup, das Finanzministerium an Tshering Thöndup Gyaltsir und das Bildungsministerium an Ugyen Densi
und anschließend das Sicherheitsministerium an Gunga-dashi und das Gesundheitsministerium an Bema-Tso. Sejong kündigte außerdem an, dass er vorläufig auch das Ressort für Information und internationale Beziehungen übernehmen und als dessen Galön fungieren werde. Sejong Baechering, der ebenfalls letzte Woche seinen Amtseid ablegte, erhielt zahlreiche Glückwünsche und gute Wünsche für seine zweite Amtszeit. Darunter waren Taiwans Außenminister Lin Chia-lung, der Ministerpräsident von Arunachal Pradesh Pema Khandu sowie Mitglieder der parlamentarischen Tibet-Unterstützungsgruppen aus verschiedenen Ländern. Diese Glückwünsche wurden durch persönliche Begrüßungen, E-Mails, offizielle Kanäle und verschiedene Social-Media-Plattformen in Form von Beiträgen und Tweets übermittelt. Die französische Senatorin Jacqueline Eustache-Brinio, Vorsitzende der Interparlamentarischen Gruppe für Tibet im französischen Senat, hat Präsident Emmanuel Macron aufgefordert, gegenüber der chinesischen Regierung Bedenken hinsichtlich der kürzlich verabschiedeten Gesetzes zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts zu äußern. Die Senatorin äußerte Bedenken, dass Bestimmungen, die ethnische Identität mit nationaler Sicherheit verknüpfen, zu einer verstärkten Überwachung und zu Einschränkungen friedlicher, kultureller und religiöser Aktivitäten führen könnten. Sie äußerte zudem Bedenken hinsichtlich der extraterritorialen Reichweite des Gesetzes, die eine grenzüberschreitende Unterdrückung von Tibetern und Menschenrechtsaktivisten im Ausland, darunter auch europäische Bürger, erleichtern könnte. Rizin Genkhang, der Vertreter seiner Heiligkeit des Dalai Lama, würdigte die Bemühungen der Senatoren des französischen Präsidenten auf, dieses dringende Thema aufmerksam zu machen. Im Rahmen des Programms für reproduktive, mütterliche, neugeborene, kindliche und jugendliche Gesundheit des Gesundheitsministeriums läuft derzeit in den tibetischen Siedlungen die jährliche HPV-Impfkampagne für Mädchen der 7. Klasse. Verabreicht wird ein Einzeldosis-Impfstoff, der hochwirksam gegen die HPV-Typen 6 und 18 ist, die für fast 70% der Gebärmutterhalskrebsanfälle weltweit verantwortlich sind. Die Kampagne wird von Krankenschwestern in den Siedlungen in Abstimmung mit dem schulmedizinischen Personal und nach Einholung der elterlichen Zustimmung durchgeführt. In diesem Jahr wurden bereits 118 Mädchen geimpft, wobei bis zum Jahresende 200 Begünstigte angestrebt werden. Außerdem finden Informationsveranstaltungen für Schüler und Eltern statt, bei denen über das Programm, die Betreuung vor und nach der Impfung sowie die Möglichkeit auf Wunsch, privat eine zweite Dose zu erhalten, aufgeklärt wird. Im Rahmen der einjährigen Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama nahm das belgische Gotthön-Komitee am Sonntag an der 46. Ausgabe des Brüsseler 20-Kilometer-Laufs teil, um das Bewusstsein für Tibet und die tibetische Sache zu schärfen. Die Vertreterin Rizin Genkhang war ebenfalls am Veranstaltungsort anwesend, um den tibetischen Teilnehmern ihre besten Wünsche zu überbringen und ihnen zeremonielle Schals zu überreichen. Rizin Genkhang nahm außerdem als Ehrengast an einem besonderen Gebetstreffen für den Weltfrieden im Garmsonam Yatsoling in Schoten bei Antwerpen teil, um das Jahr des Mitgefühls zu begehen. Die Veranstaltung wurde durch eine besondere Dankesbotschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lama bereichert. Tibet House Japan organisierte am 30. und 31. Mai im Hagyuji-Tempel in Ehimeken auf der Insel Shikoku zweitägige Fotoausstellungen und Vortragsveranstaltungen. Dr. Zeon Yapo Arya, der Verbindungsbeauftragte seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Japan und Ostasien, dankte dem Hagyuji-Tempel, dem Geburtstagskomitee und der buddhistischen Vereinigung von Ehime dafür, dass sie es ermöglicht hatten, die Botschaft des Friedens und des Mitgefühls seiner Heiligkeit des Dalai Lama einem breiteren Publikum auf der Insel zugänglich zu machen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.